Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Da wären wir wieder zurück in Orzammar. Mit derselben angenehme Lautstärke wie zuvor. Ach ja. Das freut mich, dass das wirklich wieder geklappt hat. Bla bla bla, zeig mir deine Ware, schlag mich tot. Okay, Dolch der dunklen Brut, Langschwert, hier ist noch was Zwergisches, dreckige Pfeiler, jo, warte mit. Das kann man auch noch weg. Der Feuerkristall, Igitigit. Zwergehandschuhe, nichts wie fort, genauso wie Schild der dunklen Brut und noch so ein paar Kristallchen. Okay. Ja, da haben wir noch ein bisschen Säurebeschichtung, Gift, Wurzel. Und ja, Hauptsache mal ein bisschen Platz geschafft wieder, ne? Dann geht's weiter. Gerade mal gucken, was sagt dann nochmal unser Quest-Gedöns? Hoffnung einer Mutter. Tiefen Wege, ja, Den haben wir jetzt nicht gefunden, oder? Oder? Ein Dieb im Haus des Lernens. Okay, Staubviertel. Finde im Ortan-Teig Unterlagen über Ortas Familie. Ja, beim Ortan-Teig waren wir bisher noch nicht. Und da haben wir noch was. Jo. Da gucken wir vielleicht mal im Staubviertel nochmal. Ob wir da nicht die andere Geschichte für den Bewahrer nochmal lösen können. Halte mal eine Gaul an. Statt des Staubs. Da geht's zum Tornei. Jo. Okay, dann gehen wir doch erstmal zu den Staubis. Und schauen mal, was wir da noch reißen können. So, da ist Animas Laden. Da war der andere Typ mit seinem Lyrium-Schmuggel. Haus in der Stadt des Staubs. Verdächtige Tür. Ja, immer noch selber. Durch den Schlitz gucke. Ja. Erlaub. Da kommen wir wahrscheinlich nicht großartig weiter. Aber vielleicht hier. Oder vielleicht mal die Leute ein bisschen befroren. Na? Ne? Sieht nicht so aus, als hätte sich hier was getan, ne? Dann vielleicht mal unser gute Freunde Froche. Die macht ja eh nichts mehr. Ja, der ist halt kalt wie Sau. Was sieht's mit dem da aus? Ach, das ist er doch. Jo, ich suchte Dieb, der etwas aus der Halle der Bewahrung gestohlen hat. Is that so? What makes you think anyone here would turn me, I mean, this person in? You've walked into a sodding fight, Warden, and I've already passed your stupid tome along. Too bad for you. Pff, selber schuld, Dummkopf. Der hätte jetzt auch das gütlich regeln können, aber na gut. Also du musst schon eigentlich ziemlich dumm im Kopf sein, wenn dich gegen 4 Leute gleichzeitig alle die Kampf erprobt sind. Naja. Tornei-Wettschein. Ein im Zorn zerknüllter Wettschein, der verloren hat, ja. Sie werden nur auf dem Tornei-Gelände ausgestellt. Na dann, muss ich doch wohl als nächstes gucken. Knödeldö, trödeldö. Epische Ghetto-Musik. Ach ja. Dann wollen wir doch mal zum Tornei-Gelände rüber watscheln. Gucken wir mal, was du da hin. Heieiei. Immer dieses Geräuspere. Schlimm, schlimm. Aber geil sieht das ja schon aus, ne? Allein schon, wie genial der Stein hier nur so teilweise bearbeitet ist. Und im Stäh selber dann halt diese geglättete Struktur. Das sieht halt schon echt mega aus. Oh, have you been to Antiva then? No. Until I came to Ferelden, I had never left the islands. She came to Saharan twice a year with the traders who bought spices from the northern jungle. Only she among the traders would speak to the Antam. Questions about the rainforest, its depths, and the things to be seen there. We humored her. She was an unfortunate soul. Unfortunate in what way? She was a crow, as you were, sent to assassinate the Kithshoks, leaders of the army of Saharan, for the Tevinter Imperium. We knew this and pitied her. I'm surprised you did not simply slay her. There was no need. Her questions were meant to show her the way through the jungle towards our fortifications.
So one day she snuck into the jungle to find her target. We found the pieces of her body in a tree, where the spotted cats kept them for later. They'd never told her that our Kithshoks were the ones who negotiated all the trades in the port. Then she was a fool. That's not very sympathetic, I'm afraid. It was her ignorance we pitied, not her mistake. She believed we hoarded things we cared for as her own people do. We were sorry for her, that she thought only some people were important. Das ist halt es. Ach ja, mal wieder so erbauen die Geschichte von Stan. Okay. Na dann. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Da steht man zumindest ein Typ mit Namen rum. Ein Varric. Ein Basil steht da auch noch rum und ein Torneimeister. Watch for Piotr Naidukin. He's won the squad combat 4 years running. He has 11 decapitations so far. He needs just 3 more for the one-season record. Nett. Ihr habt wohl schon viele Torneis gesehen. Front row seats at every great proving since my father took me on his shoulders. Name's Varric. I got a controlling interest in a mine off the old Roostin Tig. But my backers know not to hand me a pick any day there's blood on the stone, if you know what I mean. Das ist also lediglich ein Turnier. Wie lauten die Regeln? Habt ihr jemals mitgekämpft? Me? Are you out of your mind? I'm a miner, not a warrior. Wie lauten die Regeln? They change from round to round. Sometimes it's bare hands, sometimes weapons, sometimes pairs or squads. It's announced when the fight begins. That's about all the warning anyone gets. Das ist also lediglich ein Turnier. Sure. Like King Endrin was just a noble. A proving is a sacred art. Any dispute brought to the proving ground is settled by the ancestors' decision. And no one can protest it. Okay, schön. I'm telling you, Piotr will take the prize. You can put gold on it. Na dann. Was sagt der Knetkopf hier? If you're looking for seats, speak with the guardsman. Ja. Und du? The proving will begin shortly. I'm sure you can find a place in the stands. Or were you here to take part in the fight? Ich würde gerne noch mehr über die Teilnehmer erfahren. Well, with politics what they are, many combatants are dedicating their fights to either Prince Balin or Lord Harriman, mostly Balin. It's a regular parade of past winners out there. Piotr Naidukin always leads a battle unit. He's the prince's cousin. Miaja and Lukejan are twins from the warrior caste. They fight together, put on a good show. They'll all be in their chambers if you want to talk. Gut, ja gut, dann gucke ich mich aber trotzdem erstmal lieber nur um. You've got a little time then. We won't be starting until everyone's ready. Dann schauen wir doch mal. Yes, das erleiht. So, Wandschnitzerei. Geschichte vom Tornei. Da ist noch jemand. Ja. This is a private area. Combatants only. Bla bla bla. Severin. Tadelschrift. Beanstand bei den Zwergen. Go away. I don't talk to admirers until after the fight. Okay. Very well. Ah, da ist der Vetter vom Belen. Guards, remove this intruder. Okay. Tja, du geht's dann wohl zum Tornei direkt rein, ne? Und mein Kater steht gerade press neben mir und will unbedingt auf meinen Schoß. Während ich jetzt hier gerade am Aufnahmemacher bin. Geh fort, Hugo. Leg dich wieder aufs Bett und schlaf. Das ist mal... ja. Katze wollen halt immer zur richtigen Zeit natürlich. Zu wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Ah, das ist dann wohl der, an den wir dran wollten. The Fixer Gredin. Ja, hat's gar nicht, dass es riskant wird. Kopfgeld verdiene ich, der Wächter fällt. Tja, das kannst du sparen. Ich nehme das Kopfgeld. Dummkopf. Ups, das war ich gar nicht. Okay.
Eine Chronik aus der Halle der Bewahrung. Dann wären wir eigentlich hier durch. So ein paar Knetkörb abgemurkst. Und... Ah, die spricht mal mit uns. Ich bin Emerald. Don't take it personally. Hana-shan's a member of the Silent Sisters. She doesn't talk to anyone. Dann suche ich mal einen Ort, wo ich freundlicher Empfänger wäre. Was sind die stummen Schwestern? They're an order of female warriors, founded by Astith the Grey, a woman of the warrior caste who first fought for women's right to be soldiers. When no one listened to her words, Astith cut out her tongue and dedicated herself to training until she won a grand proving bare-handed. The women who joined her order cut out their tongues in her honor. Nett. Auf welcher Seite steht ihr beide? The Silent Sisters support the sitting king. They are loyal servants to the Idukans. Okay, dann mögen unser beide Bemühungen im Triumph enden. May the ancestors choose their champion wisely. Das ist grad so kracht. Alla hopp. Wieder was Ekliges gelernt. Moment, war da noch irgendwas im... Nee. Ich gedacht, da wäre möglicherweise noch was im Schrank. Und wer ist in der tolle Kammer drin? It is begun. Tornei-Recke. Ja. Dann Reckemol. Dann gehen wir... Ne, Quatsch. Da geht's zum Tornei-Gelände wahrscheinlich. Also in die Arena. Huch. Es hat sich der Kater wieder verzogen. Ist irgendwo, wo ich ihn wieder nicht finde. Ach ja. Er muss sich aber noch circa 20 Minuten gedulden. Uah, jetzt weiß ich, wo er ist. Gerade eben hat sein Schwanz über meine Kniekehle gefahren. Uah. Ja, du musst dich jetzt trotzdem noch circa 20 Minuten gedulden, Katz. Dann sind wir nämlich mit der Aufnahme durch. Poisoning your target now that you have been allowed to accompany us, I wonder. You are. You will be watching me ever so closely to make sure I attempt no such thing. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wo es dann zum Diamanteviertel hier nochmal geht. Halle der Helden. Importwaren. Na, wo war dann das? Ah, hier. Okay. And why would I do such a thing? Sneaking into our good Ja. graces in order to make another attempt is what I would do were I you. And here I was becoming rather fond of the idea of you watching me closely. It would be a simple enough matter to poison the food in camp, or cut our throats while we sleep. You seem rather charmed by the idea. It would seem an appropriate result of sparing your life. Ah, well, I'm sorry to disappoint you then. The next time I am spared, I will be sure to immediately turn upon my benefactors. Will that do? You're the best wrangler I've ever seen. You're the best wrangler I've ever seen. You're the best. I trust Vala, my nug. I trust Okay. Vala, my nug wrangling friend. Na gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann können wir jetzt erst einmal für die Halle der Bewahrung wieder was weggeben. Dann gerade mal ins Journal nochmal reingucken. Ja, das ist das. Aus den Erinnerungen verschwunden. Dieb im Haus des Lernens. Ah ja, Orton Teig. Ja, das war auch noch. Und die Hoffnung einer Mutter, ja. Da muss noch irgendwo einer rumschwirren. Questions arise regarding Lord Balin's impending power. Aber ich muss mich dann doch gleich entschuldigen, ihr liebe Leute. Der Kater... News of the hour. Lord Haramont entrenched Bla in the bla. pass. Der Kater macht jetzt doch ein bisschen Stress. Ich gehe nur bis zur Halle der Bewahrung, weil der fängt jetzt allmählich hier an Sache rumzukratzen, wo er nicht sollte. Und er weiß genau, dass ich das nicht ausstehen kann. Deswegen mache ich an der Stelle, wenn wir hier jetzt schon mal sind, einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Du bin ich wieder. So. Sorry, ihr liebe Leute, aber wenn Katze ungeduldig wären, wird's hässlich. So, das ist für dich. You found it. Warden, you have my gratitude. You're a bright spot in an otherwise dark time. At least someone is willing to stand up for tradition. Thank you again. Dafür gibt's jetzt keine Belohnung? Ah, you return, Warden. Is there more you would know from Orzamar's memories? Würdet ihr euch einmal diese Papiere ansehen?
These are Harrowmont lands promised here. But these are not the deals we approved at the Shaperit. Where did you get these? Aha. Tja, lügen wir doch mal aus laut Harrowmounts Privatbibliothek. If you wish, you can make your words as false as the documents you bear. Aha. Ah. Not entirely. There were 2 promised deals, but their terms differed significantly from what is presented here. It appears the scripter altered the dates and locations of the agreements to make them identical. Okay, interessant. Was wisst ihr über Vartag Gavorn? The Gavorn family is a minor one, founded when a daughter of the Ferender house married down to a warrior caste man. Her brother died, leaving her family heirless. So the assembly granted him a new family name and allowed him to adopt his daughter's children as heirs. Vartag Gavorn is on record asking the assembly to bar Harrowmont from King Endrin's sick room. He is a vocal supporter of Prince Balin. Jetzt wissen wir Bescheid, ne? Ja, ich muss da mal weg. You are an outsider. Bla bla. Tja, jetzt wissen wir es erst im Nachhinein. Das hätte man vielleicht mal vorher machen sollen, ne? Und zwar, Balin arbeitet mit ganz hässlichen Tricks. Die Dinger waren gefälscht. Lord Harrowmont ist eigentlich sehr ehrenhaft, aber das ist richtig eklig. Okay. Kostbare Metalle, Hoffnung einer Mutter, bla bla. Dann müssen wir jetzt nochmal zur Halle der Versammlung und retten jetzt nochmal mit dem ekligen Handlanger von Balin. Und da sieht man ja schon mal, mit was für Tricks der Typ arbeitet. So. Lady Dace just came through the quarter on a tear. She's telling everyone who'll listen what a leech and a liar Harrowmont is. Good job. So you were serious about wanting to help us. Are you ready to meet Balin now? Ja, natürlich. Er muss entzückend sein. I'm going to assume that wasn't sarcasm. I warn you, be on your best behavior and keep your weapons sheathed. Den konnte ich mir nicht verkneifen, weil das ist halt wirklich so ein intriganter Drecksack. Harrowmont war besser für die Zwerge gewesen. I am impressed, Warden. Not many outsiders so quickly grasp Orzamar's rather convoluted politics. I am Prince Balin. Vartag told me of your efforts against the usurper who tried to claim my father's throne. Mir geht es nur um Truppe für den Kampf gegen die Verderbnis. Werden Zwergekönige nicht gewählt? Ich habe gehört, dass König Endrin euch keinesfalls als Herrscher wollte. Ihr schätzt Harrowmont wohl nicht. Na gut, mir geht es nur um die Truppe für den Kampf gegen die Verderbnis. Then we have a common goal. We may not like each other, but the Blight is our first priority. We need absolute unity to fight against the fulcrum of true evil. Dann schickt euer Männer los, wir brechen noch heute zur Oberfläche auf. Dann erkennt ihr eure Vereinbarung mit der Wächter A. Wenn die dunkle Brut weg ist, rückt die Politik wieder in den Vordergrund. Klingt ein wenig extrem. Naja, dann erkennt ihr eure Vereinbarung mit der Wächter wohl A, ne? Absolutely. And sworn on the mail of my ancestors, as soon as Orzammar is united under my rule. Unfortunately, while this debate rages, I have no power to send the troops you need. You've seen for yourself, the city is a slaughterhouse. Criminals run lawless. I could never hold the throne if I allowed such chaos. Wie kann ich helfen, euch auf den Thron zu bringen? You have struck a blow against Harrowmont already, and I thank you for that. But there is another faction in play here. Have you heard of a woman named Jarvia and the Carta of Criminals she runs? Ich hörte, sie wischen die Boote mit eurer Wache. Nee, eigentlich nicht. They're a gang of criminals, mostly casteless, led by a repulsive slug of a woman named Jarvia. They paid off numerous guardsmen to build their power. They know Orzammar is divided now and has no time for them. It's made them bold. If I show the city I can eliminate such a threat, well, let's just say my position would be stronger. Soll ich sie für euch beseitigen? If you can eliminate them, I promise as king, I will send as many troops as you need to fight the Darkspawn. Unfortunately, I have little information on Jarvia. Her base of power is in Dust Town, the lowest part of the city, and my men have few sources there. Maybe the castless will talk more freely with a stranger. Okay. Ich werde mal umgehend noch ihr suchen. Das klingt, dass er noch Arschkriecher. Ich guck's mal an, mehr kann ich ja versprechen. That's all I can ask. But I can be of no help until this problem is solved.
And every minute we wait, more Darkspawn swarm into human lands. Gunst eines Prinzen, die zweite Aufgabe. Zugang zu Javias Versteck. Okay. Da ist dann nochmal der Kasper. The prince appreciates your service. Natürlich weiß er das zu schätzen. Okay, da können wir ein bisschen mehr in die Gemächer eindringen. Und zwar ist dann hier Prinz Belens Schlafgemach. Da darf ich interessanterweise auch einfach mal so rein. Ein Brief an Prinz Belen von Rika. Ich glaube, das ist noch aus dem Tutorial. Da gibt es nämlich so ein paar Dinger, die man da erfährt. Ich glaube, das ist dann seine Geliebte, wenn mich nicht alles täuscht. Und die ist von eher beschissenem Stand aus sozialer Zwerge-Hierarchie gesehen. Was haben wir dann jetzt? Was am Gebiet? Was ist denn das hier überhaupt nochmal? Botschafter-Suite. Ich glaube, das war das Schlafzimmer vom dritte Eduken, also vom zweiten Eduken, vom eigentlicher, der man da gespielt hat. Lady Brodens. Halte mal der Gaul an, mach mal auf das Ding. Während die du noch zuguckt. So muss das sein, die Zwergisch Kriegsachse und die 80 Eisenbolzen noch gerippt. Sollen die mal da rumliegen, sollen sie mal machen, was sie wollen. Und dann gehe ich noch zu der Botschafter-Suite. Oder war das die Botschafter-Suite? War das das Zimmer vom Hauptcharakter dann? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube aber schon. Tryans Tagebuch. Ach nee, Tryan, das war der Bruder, den man dann abgemurkst hat. Oh, Fähigkeit unzureichend. Schade, schade. Ja, braucht eigentlich nicht so lang das Seppel. Müssen wir noch ein bisschen flattern gehen. Wenn wir dann hier fertig sind mit dem Levelaufstieg. Okay, dann hätten wir den Bereich jetzt auch schon erledigt. Das ist dann königliches Schlafgemach. Ah, okay. Ja gut, der Kerl hat sich dann also schon eigentlich so eingenistet. Das ist dann das eigentliche Schlafgemach vom König. Ja, und da hat sich jetzt Belen hier geworfen, wo eigentlich nur der König residieren darf. Okay. Na gut, er hat's ja. Er sieht sich ja als Erbe. Ah, bitteschön. Obwohl er eigentlich von seinem Vater nicht gewollt wurde, weil es ein intriganter Drecksack ist. Deswegen wurde er eigentlich seines Amtes enthoben, offiziell, wurde er eigentlich enterbt, aber interessiert er natürlich wenig. Harrowmount wäre eigentlich derjenige gewesen, der weiter regieren sollte. Und Belen ist halt bösartig, deswegen sollte der eigentlich nicht regieren, aber ja. Das ist halt das. So. Bla bla. Prinz Belen will, dass du Javia, die Anführerin der Charta, beseitigst. Auch wenn niemand weiß, wo ihr Versteck ist, müsstest du in der Stadt des Staubs Hinweise finden können. Zugang zu Javias Versteck. Dringe in Javias Versteck ein. Du musst deinen Weg in Javias Versteck finden. Vielleicht entdeckst du ja in der Stadt des Staubs Hinweise darauf. Okay, das war dieser Ortan-Teig. Wir haben allerdings keinen Weg dafür. Kostbare Metalle, das war dieses Geschmuggel. Jo, und den Rook, den habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Ja, Lord Harrowmount ist jetzt offensichtlich auch schon... Ups. Ja gut, also offensichtlich hat Harrowmount jetzt auch schon ein bisschen spitz gekriegt, was wir hier treiben. Und der ist natürlich stinkig, dass ich diese gefälschte Scheine, diese gefälschte Dokumente hier rumgereicht habe. Ja, das sind schon Säckel, die Zwerge. Warte mal, ich will jetzt nur noch mal zur Sicherheit gucken, ob wir jetzt nicht diesen Ortan-Teig doch noch betreten könnten. Einfach nur noch mal zur Sicherheit gucken. Wenn die mich durchlassen? Ja, kein Problem. Kommst einmal durch, kommst immer durch. So, genau, mir nur der Eduken-Teig. Vom Ortan-Teig ist hier überhaupt nichts zu sehen. Okay, dann machen wir uns halt auf den Weg zur Stadt des Staubs und davor können wir eigentlich den Cut dann machen für die Episode.
Und dann würde ich doch glatt sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann anscheinend mal ein bisschen weiter in der Stadt des Staubs rumgucken werden, dass wir diese Jarvia finden. Oh, Harrowmount-Fanatiker. Belen hatte Wächtabstocher, setzt ihm Ende für Harrowmount. Ja, wenn er Mensch. Dann machen wir die erstmal weg. Ich meine, klar, das wäre andersrum so gewesen. Also hätte ich jetzt für Harrowmount Partei ergriffen, dann wären auch Belen-Fanatiker auf mich losgegangen. Also, dass die fanatische Anhänger haben, ist ja eigentlich klar. Das hat ja eigentlich jeder Politiker in der Zeit, wenn wir so vom Mittelalter ausgehen, dort jeder so seinen Schlägertrupp. Naja, ich würde mal sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wie gesagt, da geht's dann wieder zur Stadt des Staubs. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.